Willkommen zurück, Freunde, zum Let's Play von Super Mario Odyssey. Woohoo! Ja, Mario schwitzt, ich schwitze gerade auch, aber aus anderen Gründen. Er vermutlich wegen der Insel hier, weil es ein bisschen sehr tropisch ist. Nach unserem letzten Part, nach dem Fight gegen Bowser, dem Hutfight, den ich eigentlich relativ gut für mich entschieden habe. Aber natürlich Bowser dachte sich so, nö, Niederlage stecke nicht ein und hat mich erstmal abgeschossen. Also heißt eigentlich uns, war Cappy plus Mario plus Odyssey, alles für den Arsch. So, bevor ich es vergesse, ganz kurz eine Anmerkung. Es kann sein, dass mein Sound, sprich meine Stimme in diesem, oder ab diesem Video, anders klingt. Ich hoffe, es klingt entweder genauso gut wie bisher, wobei natürlich auch gut relativ ist, oder auch besser. Weil, ja, ich habe mir jetzt so eine Mikrofonspinne gekauft, wo man so das Mikrofon halt draufstecken kann, beziehungsweise das Mikrofon da rein, damit, wenn man halt ein bisschen ins Mikrofon rankommt und so, dass es ständig so Störgeräusche aufgenommen werden. So, im Prinzip nichts Neues, habe bereits im alten Mikrofon so ein Teil gehabt und ja, dachte jetzt auch kein Problem. Da hatte ich vorher eine Testaufnahme gemacht und war alles in Arsch, meine ganze Stimme und so, es hat alles gehalten, es war viel zu leise und so, es war ein bisschen schräg, wenn das man ganz ehrlich sagen darf. Und ich hoffe deswegen, dass es ab jetzt nicht mehr vorkommt, falls doch, habt ihr zumindest mal die Erklärung dafür, wa? Ist doch irgendwie Fehler oder so. Naja. Aber ich hoffe ja nicht, dass das passiert. So, da ist noch ein Mond. Ein Möhnchen. Ja, was macht denn das Möhnchen da? Es möhnt mir. Okay, faszinierend, gut. Was mit den anderen drauf? Ja, uns fehlen noch ein paar Monde. Kann man, glaube ich, mal so zusammenfassen. Damit wir die Odyssey noch reparieren können und wieder von hier verschwinden können. Ich glaube, das war irgendwie so, war. Nimm noch Lane, Alter. Lane. Lane! So, hier müsste der Powermond sein, aber eventuell auch hier etwas. Nee. Hier ist er, ein Block in Trümmern. Oh yeah. Zum Glück kann er nicht nach oben springen, wa? Da wäre es auch ziemlich doof. So, wieso kann ich... Was kann ich genau hier machen, wa? Wieso kann ich den hier rüber ballern? Lassen zumindest, das muss doch eine tiefere Bedeutung haben. Zumindest rein theoretisch, weil, ja... Aua! Ja, das ist die tiefere Bedeutung, dass ich mich davon treffen lasse. Au! Ah, Herzen, okay. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, wenn ich es von Anfang an richtig gemacht hätte. Ernsthaft. Ja, im Steinkäfig. Es wird zumindest nicht schwieriger oder so. Das Spiel bleibt sich selbst treu. Ist doch auch schön. Misby. Jetzt werden noch 5 Monde. Mimi. Ja, ich weiß. Ich bin gerade ein bisschen die Fähigkeit hier am Testen. Die doch eigentlich richtig cool ist, wenn man es richtig machen würde, vor allem. Okay, muss wieder rüber. Bergplateau. Da komme ich jetzt zwar auch ohne ihn rüber. Oder auch nicht. Doch, schaff's auch so. Das ist auch voll fies, ey. Aber so 2D in 3D, aber irgendwie auch cool, wa? Über die Fuzis, über den Sumpf. Wäre zumindest cool, wenn ich es auch könnte. So, da haben wir noch einen Block, da wird vermutlich nichts Wertvolles drin sein. Ich gucke trotzdem mal nach, vielleicht ist sogar ein Powermond. Nö. Yeah, Cappy freut sich. Scheiße. Natürlich. Ich meine, da ist eine Klippe, da ist ein Hang. Was macht ein normaler Mensch? Er hält sich daran fest. Mario denkt sich, nö. Natürlich mit der Nase voranschauen, mit den Armen. Ist klar. So. Das war der Abenteuer. Das war knapp. Jo, ich denke mal, in diesem Part werden wir... Scheiße, geht ja gar nicht mehr. Also gar nicht. Geht noch nicht, wa?
Die Arschbombe gibt's in 2D. Marios noch nicht. Yeah. Also zumindest damals nicht. War aber ein ganz alten Mario-Teilen. Aber das finde ich echt geil gemacht hier. Genau, wenn ich ein bisschen so Fan, ein bisschen auch Retro-Sachen einbringt und so. Okay, jetzt wird es eigentlich ein Thema. Uns fehlen noch 3 Powermonde und wir haben, ja, den Typen. Ich kann mich ja festhalten, sehr gut. Die Frage, die sich natürlich jedem stellt, ist, bringt es überhaupt etwas? Noch ein Powermond. Deswegen würde es ja schon was bringen. Jetzt da hochkommen ist, glaube ich, relativ schwierig. Ah, das sind die Dinger, okay. Wie komme ich wieder runter? Ah, so. So, Kumpel, ja, du mit dem Hut, ich warte mal ganz kurz. Hab nicht einen Hut, ich brauche dich selbst. Wie doof das einfach aussieht, hey. So, ein paar Fussels oder Fussis oder Futzels oder Fuzis, keine Ahnung. Wie man die politisch korrekt ausspricht, aber ich glaube, Fuzis können ein bisschen falsch sein, wa? Wow! Ich weiß eben nicht, ob ich den nachher noch brauche. Ja. Deswegen behalte ich ihn lieber mal nach. Ah, da ist der letzte. Nee, warte. Wo ist der letzte? Hä? 5. Schmier ich jetzt der 5. hin? Ja. Geh da rein. So. Weiß auch nicht. Verdammte Axt, wo ist der 5.? Sonst gefunden, super, nichts. Wenn du mir schenkst, schon. Ruh dich aus, Captain Toad. Oh yeah. It's me, Wario. Ah ne, ist Mario. So. Was willst du eigentlich hier, ganz ehrlich? Aus dem Weg, gib mir das, ganz ehrlich. Gut, dankeschön. Der ist wohl für den Rückweg. Ja, ich glaube, sonst könnte es ein bisschen schwierig werden, hier wieder rauszukommen. Die Frage bleibt, wo ist der 5. Powermond? Also dieser gelbe. Da oben ist noch einer, da ist auch noch, da ist normaler. Das sieht irgendwie aus wie eine Banane von hier aus. Nein, komm her, hin, scheiße. Au. Mach's lieber auf dem kürzeren. Moment. Vielleicht da drüben? Nein! Alter. Da bleib stehen. Ja, wo ist es doch? Ups. Loslassen wollte ich jetzt zwar nicht. So. Yeah! Mundstücke im Sumpf. Wenn wir noch einer und dann können wir wieder raus. Wie geil ist das denn bitte? So. Wii. Juhu. Oh, Scheiße. Wow. Das alles hier unten war? So, jetzt hier oben gibt es sicher auch noch ein paar interessante Powermonde, die wir noch gar nicht irgendwie in Betracht gezogen haben. Jetzt da hoch, muss ich da wie zuvor. Ich glaube nicht, dass das irgendwie anders möglich wäre. Hier ist auch noch etwas. Steckt es? Nö. Zumindest nichts Wichtiges. Wow! Voll auf mich gelauert, hey. Aha. Ey, wie fies versteckt ist das denn bitte? Also auch wenn es ja grundsätzlich einfach zu finden sind, die Powermonde, ich finde es trotzdem genial gemacht und entwickelt, wie sie teilweise versteckt haben. Das ist ein Ort, wo ich mir denke, ey, da komme ich doch niemals hin. Hey, ja, ich weiß. Ja, schon, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr sammeln. Mal elegant drüber geflogen. Fusi oder sonst irgendwie so ein Dingsbums.
Plattform da unten. Das sieht verdächtig aus. Da kann ich sicher nur mit denen rüber. Ja, das ist ziemlich klar. Da ist die Odyssey. Oh ja, oh ja. Wie komme ich denn da hoch eigentlich? Oh, eine doofe Frage, ja. Haben wir ein bisschen Steighilfe? Aber festhalten kann ich ja nicht, wa? Nö. Aber... Trefferschwung, ich weiß nicht, ey. Habe ich nicht einen Gleiter hier irgendwo gehabt? Ich meine, einer muss nur hier rüber, aber kann ich mit denen... Ja, niemals hier hoch mit denen. Das geht doch nicht! Der Hudi meinen Versuch macht klug, wa? Ich meine, rein theoretisch können wir sogar hoch, krass. Auf einem Baum im Sumpf. Den ich gar nicht gebraucht hätte. Jetzt natürlich die Frage, kommen wir jetzt da runter. Muss ich auch wieder verlängern lassen und dann... Na komm, weiß was, so. Geht schneller. Wow, das war knapp. Schmetterlinge! Nein, nein! So, komm. Auf einer Propellersäule. Noch einer. Oh, du. Entschuldigung. Ich weiß, ich guck nur mal. Au. Das soll doch weniger gucken, sondern einfach machen, wa? Mich auf den Weg machen, ja. Wird sicher noch mehr Paramondia geben, vielleicht sogar schon welche, die wir jetzt schon erreichen könnten. Ja, stimmt, der fehlt noch. Ich sehe, wie soll man den überhaupt... Ich leg gerade, weil mit dem raufkommen, jo, das dürfte nicht so das Problem sein. Ah, warte mal. Da haben wir sowieso noch ein Toadhaus. Da oben ist noch ein Papagei. Also generell waren es, wir hatten ja schon mal so ein Level, ich glaube das war sogar in der kalten Wüste, wo wir so einen Powermond hatten, eingesperrt im Käfig und da war es ja auch eine Bombe. Ich meine, der ist ja auch zwar so eine Bombe, aber es ist ein bisschen was anderes, versteht ihr? Also, ich glaube nicht, dass es das gleiche ist. Andererseits, kann man sie auch mal testen. Oh yeah. Toll. Ja, Timing ist nicht meine Stärke. Was? Toll. Alter. So, den hatte er schon mal. Uah. Genau. Hier oben war ich aber, glaube ich, auch schon mal. So, mit dir, Kumpel. Ich kann mit dir mal da unten landen, wa? Aber ob das viel bringt? Oh. Der so natürlich nicht. Autsch. Ich wollte eigentlich ein bisschen anders landen, wenn ich ehrlich sein soll. Da oben.
Ey, ich habe oben ein Ding berührt, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, das Spiel sagt sich nö. Dann sage ich dem Spiel auch, leck mich und tschüss. Da ist noch einer. Der war jetzt garantiert so einen. Wie kann man... Ah. Nur noch ganz kurz. Ich jetzt den im Käfig holen soll. Jetzt spontan gesagt mit der Hilfe eben von dem fliegenden Typi oder Salamander, was immer das sein soll. Aber vielleicht stimmt es ja auch nicht, wa? Ist eigentlich auch egal, denn ich brauche ihn zumindest zur Zeit nicht. So. Jetzt haben wir, glaube ich, 10, wa? So. Ja. Bereits erwähnt, ursprünglich dachte ich ja von wegen, ich lande einfach darauf und dann muss er da drüben was machen. Es sieht ja auch nach aus. Aber den Käfig auch mit der Stampfattacke geht natürlich nicht. Ich muss ihn irgendwie in die Luft sprengen, nur wie soll das mit dem hier gehen? Geht ja gar nichts. Da baut es etwas anderes, vielleicht geht es auch erst später. Könnte auch so, wohl ein bisschen bezweifle. Aber soll uns egal sein, denn wir wollen sowieso nur das Schiff reparieren. Und weiter geht's Richtung Bowser. Wieso muss es immer so hell sein? Verstanden, wie schnell das geht, wa? Nur was mache ich eigentlich, wenn ich bereits alle Powermonde eingesammelt habe? Rein theoretisch und das Schiff dann kaputt geht. Ja, dann sagt Mario nicht mehr Let's Go. Dann hat er ein fettes Problem. Ja gut. 94 bereits. Bowser doch bereits weg, das heißt für uns geht es endlich mal nach West City, heißt die Stadt, glaube ich, wa? Es geht zum Mond, genau. Zum Glück haben wir gerade genug Monde sammeln können, um die Odyssee reparieren zu können. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Also Tipp, rolle vorwärts. Wenn du das zügig vorankommen oder einfach einen Hang hinabstellen möchtest, dann duck dich und drücke Y und du kannst vorwärts rollen. Das wird bestimmt weiterhelfen, Squeedy. Also, waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten ins Cityland. Das Land besteht quasi an einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Hier steht, dass es mit Hilfe von Mondenergie erbaut wurde. Cool. Tu dann. Ab in die City. Was wurde hier wieder geklaut von Bowser und seinen Bublins, keine Ahnung. New Donk City. Donk City. Ja, Donkey Kong jetzt erfreuen. Die Geisel auf dem Hochhaus. Alter, wie sieht's denn da aus? Hilfe! Hilfe! Ja, denkt ihr nur so, was? Alles klar, wir haben es geschafft. Hier sieht es aber nicht gut aus. Schau mal! Bowser! Bowser Schiff, auf geht's! Ich wollte sagen, ich habe doch schon einen angesammelt hier. Das finde ich aber cool gemacht, hey. Und zwar, wie gesagt, die Portale zum Beispiel. Hilfe! Ich komme schon, Peach. Diese Portale halt, da kann ich auch... Alter, 90. Diesmal sind es ein bisschen, wollen sie recht viel, wa? Ja. Alter, der Mond. Geht's noch größer? Was wollte ich gerade sagen? Genau. Du kannst halt durch diese Portale, sagen Bilder und so weiter, kannst du auch die Welten wechseln und dass man halt trotzdem, wenn du in eine Welt reingehst, wird der Mond auch gespeichert, zwischengespeichert, wenn du dann wieder zur Odyssey gehst, in der Welt halt, kannst du, Alter, ist das alles begehbar hier oder was? Krass. Dann wird halt der Mond dann offiziell gezählt. So. Was soll er bloß tun? Wie sieht die eigentlich überhaupt aus? Es sieht ziemlich real aus. Bürgermeisterin Pauline. Die sehen alle relativ normal aus, aber sie nicht. Tut mir leid, ich habe leider gerade gar keine Zeit für einen Plausch. Ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Seit dieses Ungeheuer Einfall ist meine Stadt im Chaos versunken. Dann war er auch noch so dreist, in der gesamten Stadt Ankündigungen für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. Ja, nicht wahr? Wie kann man bloß heiraten, wa? Nee, sorry, aber so klang es gerade für mich. So, wie komme ich rüber? Dürfte, glaube ich, ziemlich klar sein. Jetzt, Cool. Lauf weg in die Stadt! Vergiss es, viel zu gefährlich!
Ach, wir schaffen das schon. It's me, Volt. Am Stadtrand. Hier gibt's ganz schön viel aussehende Krabbelgetier. Meh. Tschüss. Tschüss. Einfach verkleidet. Squeedy. So. Bringt nichts, wa? Außer kalten Dusche, Mario. Oh, das sind die Panzer wieder. Oh, das sieht ja richtig lustig aus. Aua! Wie haben wir das seltsame Schmeißgetier hier? Hey! Hui! Fliegen können sie, muss ich ihn lassen. Mit diesen seltsamen Mottendingern. Nee, oder? Ja. Platzt euch! Ich hab die Fahrschule im Pilzkönigreich besucht! Au. Oh. Wow, merkt man's vielleicht? Ah, Mamma mia. Hey, mir einfach mal den Helm wegzuschlagen. Wie kannst du das eigentlich wagen? So, dankeschön. Gumba. Bin ich gerade ein paar Monde vorbeigeflogen? Kann schon sein, wa? Ja, scheiß drauf. Gumba! It's me, Gumba. Nee. Hey, Gumba. Was geht ab, Mario? Nicht mehr viel. Da kann man direkt darüber. Okay, ich komme normal hin. Mein Motorrad. Mein Motorrad ist weg. Nein. Also Roller eigentlich, ha? So, super. Ja, wir gehen noch Zeit für eine Pause, Freunde. Wenn ihr mal viel dafür zusehen, hier bei Super Mario Odyssey. Nächsten Part geht es hier in der Stadt weiter, in der City. Und mal gucken, was es noch so zu entdecken gibt und wer da oben entführt wurde, ob es wirklich Peach ist, die schreit oder nach wegen den Gumbals oder weitergeht und vor allem diesem scheiß Gumba, der ein bisschen auf den Sack geht. Deswegen werde ich erstmal zum Gumba. Und töte ihn. Oh yeah. Was? Ernsthaft? Du schießt da? Auf mich? Wah! Vergiss es, du triffst nicht. Lalalala. Ah, jetzt trifft er nicht mehr, wa? Scheiß Schütze. Bis nächstes Mal. Tschüss.